Teure Freund, guten Nachmittag. Ich bin bei mir in der Heim in Jerusalem und wenn ich habe getracht, dass ich rede mit euch, habe ich sich vorgestellt, dass ihr befindet sich dort in Warsche in dem Binien von dem wo der Kurs kommt vor. Plötzlich habe ich verstanden, als ihr seid jeder einer bei sich in der Heim. Die, was befinden sich in Jerusalem, in Eretz Israel, öfter seien sie meine Schänen. Ist sehr modern zu arbeiten und sich verbinden auf so Häufen, aber von der zweiten Seite ist es eine sehr gute Möglichkeit. Wir sollen trotz dem schweren Matzef, wir sollen sein zusammen. Magda hat mich eingeladen, ich soll vorstellen für euch, der Midisch Limed in Eretz Israel. Ist kodem kol, will ich sich allein vorstellen, ich heiße Dvoire Kosman, bin geboren in Argentinien, meine Eltern seien gewesen Shadis Pleite, sie seien schon nicht da auf der Welt. Und mein Tate, Olova Sholem, ist gewesen ein Mitglied und sehr aktiv im Bund in Lodge Farder Milchome. Und nachdem in Argentinien sehr, sehr aktiv und ein verbrennter Jüdischist und hat uns eingewurzelt, die Liebe zu der jüdischen Sprache. Ich vernehme mich mit dem schon knapp 50 Jahre. Ajoivel. Was wusste ich heute? Will ich euch geben zu verstehen, wie weit möglich in die Rahmen von einem Treffen. Heutzutage bin ich auch Lehrerke von Jiddisch in der Schule, in der Mittelschule, und ich schule uns jiddische Lehrerkes. Ich rede Loschene Keibe, weil derweil seien da bei mir nur Lehrerkes und wir lernen Mädels. Ich führe euch mit privaten Kreisen bei mir in der Heim. Ich habe eine Gruppe, die kommt sich zu neu einmal eine Woche schon 15 Jahre. Und ich bin Inspektor in Misrad HaChinuch, das heißt der Erziehungsministerium in der Abteilung für Sprachen. Wer lernt sich Jiddisch ein in die Schule? Ich will nutzen etwas an Metaphor, an Bild zu geben, zu verstehen, eine Image. Es ist allein in der Sprache, in tagtäglicher Sprache, ein Begriff, was heißt Kapseln. Zu der Möglichkeit in Eretz Israel zu lernen oder zu treffen sich, wenn es ist eine große organisierte Gruppe ist, darf man allein in Kapseln, was heißt, also es kommt von der Medizin, ja, von den Medikamenten, kleine Yechides, was treffen sich zusammen. Es ist mir eingefallen, als die Gesellschaft in Israel ist so gebaut, in Kapseln, was jeder einer weiß nicht, was tut sich beim Zweiten. Nur zu lieb meiner Arbeit habe ich dem Schiss zu versuchen, eine Reihe verschiedenartige Gruppen und Gesellschaften, was seinen ganzen Fremd eine zu der Zweiten, aber was in die Rahmen von Jiddisch, ob ich ein Zitre zu sein. Es lassen wir neben von die Schulen, was lernen sich Jiddisch zu Mature-Examen. Auf Hebräisch heißt es Bagrut. In Israel hat man die Möglichkeit zu lernen Achitz, Hebräisch und Englisch, euch eine dritte Sprache. Und das ist ein Ausgleich von den Talmidim. Die Sprachen, so ist 20 Sprachen, Mehrheit bleibt aus Arabisch. Aber Asach Talmidim lernen auch Spanisch, Chinesisch, Italienisch, Amharisch, Russisch und Jiddisch. Wer seien die Schulen, in welchen Schulen lernt man Jiddisch? Weil unabhängig von den weltlichen Schulen, wir haben nur eine weltliche Schule zum Bedeuern. Die Schule ist Ort, sie befindet sich in Cholon,
die Lehrerin Shoshana Duminski ist sehr aktiv in Jiddisch und sie hat geschaffen ein Webort mit einem elektronischen Wörterbuch, sehr, sehr aktiv in digitale pädagogische Mitteln. Und bei ihr lernen sich durchschnittlich 10, 15 Talmidim jedes Jahr, wo stellen sich zur Bagrut mit eigenem Programm. Sie stellen zu ein Projekt, ein digitalischen Projekt. Und ich bin sie gekommen, vorher schon in ein paar Mal. Nicht Mehrheit, alle Talmidim kommen von nicht redendigen Heimen. Jiddisch ist sie gewesen in ganzem fremd. Nur Shoshana hat mit ihr Will, mit ihrer Energie, ist ihr gelungen einzupflanzen, dem Cheshek zu lernen, sich Jiddisch. Weiter ist da in Jerusalem eine Schule, wo es heißt Pelech, wo ich allein bin, die Lehrerin dort. Und es gehört zu Mamlachti Dati, das heißt national-religiös. Es ist nur mädlich, es ist eine religiöse Schule und man lernt Jiddisch bei mir, 4 Jahre. Euch Gruppe von 20 Mädchen, 15, und da gehen zur Matura 10, 15 Mädchen durchschnittlich. Und mir geht noch zu eine Vorstellung, was für mich für Neues beim Sof von Limed. In der Schule hat man stark lieb Jiddisch und alle sind ins Mekane. Da sind die 2 Schulen, wo es lernen Talmidim, nicht kein Sach, wie dort gehört, wo es lernen Talmidim, was kommen von nicht redendigen Heimen. Jetzt gehe ich rüber zu einer zweiten Gruppe, was ist inzwischen Chabad. Chabad Schulen haben stark Interesse zu euch lernen Jiddisch, aber es ist euch, also wie in allen Schulen in Israel, ein freiwilliger Gegenstand und es kommen es schreiben euch dem Limit, und euch 10, 15 Mädchen kommen an zur Matura. Wir schreiben sich an in 10. Klasse 20 Mädchen und sie verlosen zu verschiedenen Zielen, kommen an zur Matura 10 bis 20. Wie viele Schulen stellen sich zu zum Examen? Wir haben heutzutage 3 Chabad-Schulen, wo stellen sich zu zum Bagrut-Examen. Aber es sind da noch Schulen von Chabad, wo sie lernen Jiddisch, aber sie stellen sich nicht zu zum Examen. Das ist Chabad in Kfar Chabad, Chabad in Nazrat Ilit und Chabad in Tzfas. Derweil 3 Schulen. Jetzt gehe ich rüber zu der Hauptgruppe von Talmides, was lernen sich heute Jiddisch, was sind Jiddisch Redendige. Ich habe bekommen eine Scheiles und ich habe gesehen, als fragt sich, es lernen sich Kinder, was reden nur Jiddisch. Ja, nicht alle Schulen, wo man lernt Jiddisch, stellen sich zu Bagrut. Das ist verkehrt. Sehr kleine Zollschulen stellen sich zu Bagrut. Und derweil habe ich noch nicht Zutritt zu allen Schulen, wo man lernt sich Jiddisch. Ich habe teilweise einen Kontakt, aber nicht ein Geseiderdicken. Euch in die Schulen, wo kommen zu Jiddisch Talmides, was kommen von jüdischen Heimen, wo man redet nur Jiddisch oder teilweise Jiddisch,
ist nicht ausgestellt in einem Neufen, als alle sollen oben demselben Niveau von Sprache. Vielleicht geben zu verstehen. קודם כל, wird man sehen, zu welche Chassides gehören die Mischpoches. Ich habe gesagt Chassides, weil in der litwischen Welt ist Jiddisch sehr, sehr schwach. Nur in Brisk lernt man, schult man uns die Kinder auf Jiddisch im Ganzen, aber sie gehören nicht zum Misrad HaChinuch. In die chassidische Welt hält man stark von Jiddisch und Rebes will einpflanzen die Sprache und anbieten die Sprache weiter. Zu dem strengt man sich stark an, also Limudim, allgemeine Limudim sollen werden gelernt auf Jiddisch. Wir bringen dem Beispiel von Zanz. In Zanz ist jahrelang ist Jiddisch gewesen sehr wackelig, aber die letzten Jahre hat der Rebbe gebeten, als von Kindergarten an und auch viele früher, was es ruft sich Neonotium, soll der Personal sich ausschulen auf Jiddisch, damit die Kinder sollen lernen Jiddisch, sollen reden Jiddisch und der ganze Limit von weltlichen Limudim soll auch gehen auf Jiddisch. Ist von ohne wie das Kind tritt ein, das Mädel, ich rede nicht von Englisch, das ist aber Sinn der Parche, bei der zweiten Gelegenheit, wie das Mädel tritt ein in Kindergarten, wird als geführt auf Jiddisch. Die erste Klasse ist nicht so schwer, Kindergarten ist knapp 100% die Sprache auf Jiddisch. Zum Beispiel, nächten hat man mir gefragt, wie sagt man auf Jiddisch das Wort Hischuk. Ich habe nicht gewusst, weil es ist gekommen, Lehrke von Gymnastik, hat ich gedacht, übergeben Lektion und sie hat mir umgeklingelt, hat mir gefragt das Wort, ich habe nicht gewusst. Aber in allgemein geht der ganze Limit und die lebendige Sprache ist Jiddisch. Bis in 4. Klasse geht es Geseder auf demselben Gang, wo es die Madreige wird schwerer zu bleiben im Ganzen systematisch bei der Sprache, weil es fehlen Lernmaterialien. Mathematik ist die Lernbücher seien auf Hebräisch, Geografie, Naturwissenschaften. Sie teitschen lieber, sie sitzen lieber, mit passt sie, aber es ist wackelig. Wenn sie kommen an in Mittelschule, das heißt die letzten 4 Jahre, wird gelernt Jiddisch wie eine Sprache. Du tritt ich allein mit unserem Programm. Wir haben ein 4-jähriges Programm. Ich habe euch gebracht mit dem Beispiel von Zanz, Kriyat Zanz, was befindet sich in Netanya, Zanzer Chassidim, aber dasselbe kommt vor in Kretschniew, eine Schule in Rehovot, und dasselbe in Karlin. Schule in Karlin, Karlin in Jerusalem und in Beitar. Die Mischpoches leben sich heute auf Jiddisch, die Kinder treten allein in die Schule, kennen sie die Sprache und kiemat wie sie kennen nicht kein Hebräisch. Beikar du Karlin in Jerusalem, seinen eingewurzelte Jerusalemer Mischpoches, ist Hebräisch sehr, sehr schwach bei sie in den ersten Jahren. Und wenn sie kommen in Kita Test, in der 9. Klasse, stellen wir uns ein Programm, wo wir lernen uns jiddische Grammatik von Oneibon, der jiddische Alphabet. Wir fordern, als die Orthographie soll sein standardisiert. Und wir lernen euch Literatur, das heißt Literatur, Folklore, Steigerleben, Chassides. Jede Schule hat ihr eigenes Curriculum. Weil
Bei Chassidus hat man sehr stark in Chinuch zu einwurzeln, die eigene Jerusche. Ist bei Chabad sicher lernt man die Siches von Reben. Und in Karlin ist die Jerusche von Karlin, in Kretschner dasselbe, in Zanz dasselbe und so weiter. Also ja, trotzdem ist mir gelungen, zu reinbringen allgemeine Thematik. Und zum Beispiel, nachdem was mir haben gibt, eingewurzelt und ausgestellt systematisch die Grammatik, auf sehr standardischen Häufen und sehr systematischen, also wie man gelernt am Grammatik, gehen wir rüber zu Thematik. Ist eine von den interessanten Thematiken seien die Mescholim. Ich will euch bringen noch vielleicht weiß ein Beispiel, weil ich habe ein bisschen filmiert. Mescholim von Hayes. Ein zweites Thema ist das Städtel. Und darin, die Themen von Städtel, lernen wir uns Balei Meloche, das Leben in Städtel, Minogim, Steigerleben. Und es wird zugereiht eine Ausstellung. Und weiter, meidlich greifen zu eine Vorstellung auf sehr großen Vernehmen. Jetzt will ich euch weisen, die Bücher, was mir haben zugereiht, weil ihr habt sich gefragt auf Lernmaterial. Ich will euch weisen, eine von den Projekten von Zanz. Ich komme sie verlernen, so Lernjahr. Und sie haben zugereiht verschiedene Vorstellungen, was sie will mir weisen. Jetzt stelle ich auf mein Teil und ich will sich teilen mit euch. Ist eine Minute. Share. Ich habe sie filmiert. Ihr werdet jetzt sehen, seine Arbeit. Sie allein haben umgeschrieben den Text. Und es ist geführt.
Ich stelle euch die Wörter, lassen wir sehen, wie sind die Wörter von dem Lied. Ihr sollt euch verstehen, was sie haben gesungen und will es reinschicken. Eierlerke Magda. Ihr seht, dass Jiddisch ist reingewurzelt mit Loschen Koidisch und neu wird geht bemerken, wird ihr sehen, als es grammt sich Leute der Polischer Arois red. Sie reden Arois, Leute sehr Nussach. Ist das sind die Wörter, die Meiden haben allein ausgeführt, umgeschrieben das Lied und es ausgeführt und das ist ein Projekt, das ich verbinden mit Chesed. Fein. Wir gehen zurück zu unser weiter Schmues. Eine Minute, ich will da abstellen, Stop Screen. Ich will euch die Schule ist in Zanz, und so auch in alle chassidische Schulen. Man lernt, Jiddisch lernen alle Talmide. Es ist nicht so kein Auskleid, es ist Amuse. Und das heißt, dass in Zanz hat man an jedes Jahr 60 Talmide, so stellen sich zu Bagruz. In die anderen Schulen noch, alle chassidische Schulen ist es Amuz, aber ja, sie sind an demselben Zoll. 60 Teilmal ist mehr. Das Jahr ist gewesen sehr schäferisch Jahr, weil es haben sich zugestellt, sie begrüßt, nun sie 300 Talmides. Etwa ist es, allgemein ist es eine Sache winziger. Ja, 200, nicht kein 300. Ich will euch weisen noch etwas von einer anderen Schule, in einem anderen Stil, einen anderen Schnitt.